Die chinesische Regierung soll über 1 Million Han-Chinesen mit der Ausspionierung von Uiguren beauftragt haben. Laut Berichten sollten die Spione sich als Verwandte der Uiguren tarnen, um den Grad der Religiosität der Familien zu ermitteln. Werden der Konsum von Zigaretten und Alkohol sowie der Handschlag zwischen Mann und Frau abgelehnt, sollte dies notiert werden. Recherchen ergaben, dass im Jahre 2014 etwa 200.000, 2 weitere Jahre später weitere 100.000 Han-Chinesen in die uigurischen Dörfer entsandt wurden. Im Jahr 2017 war die Zahl bereits auf 1 Million gestiegen. Aus neuesten Erkenntnissen heraus stellen die herzzerreißenden Situationen der Kinder Ostturkestans, deren Eltern in Lagern interniert sind, eine neue große Problematik des Konflikts dar. Die Kinder sind häufig Waisen, ohne Gewissheit, was mit ihren Eltern geschehen ist. 2 Kinder im Alter von 3 und 7 Jahren wurden bei eisiger Kälte, ohne wärmende Schuhe und zerrissenen Kleidern auf einer Straße angetroffen. Viele Augenzeugen zeigten sich tief getroffen. Auf der ersten internationalen chinesischen Importmesse in Shanghai wurde ein Abkommen zwischen der saudischen Staatsfirma Aramco und 5 chinesischen Konzernen geschlossen. Das Abkommen festigt den saudischen Konzern nun als den größten Öllieferanten Chinas. Die EU übt scharfe Kritik am geschlossenen Urteil des Hohen Gerichts Israels, welches die Vertreibung von 700 Palästinensern aus dem Ostjerusalemer Stadtteil Silwan legitimiert. Die EU titelt das Urteil als eine Verletzung internationaler Rechte. Der Innenminister von Italien, Matteo Salvini, weist Malta an, den Migranten keinen Durchlass mehr zu gewähren. Die EU kritisiert er, da sie nur tatenlos zusehe. 236 Migranten seien laut Salvini von der maltesischen Küstenwache absichtlich nach Italien umgelenkt worden und nun in Sizilien angekommen.